Mahlzeit Moin von der verrückten Unterhaltung. Wie ihr mit Sicherheit noch wisst aus unseren vorherigen Videos, hier steht dieses wunderschöne Kfz, wo wir heute rein ganz zufällig mal einen Ölwechsel machen, wo dem wir so den ein oder anderen Liter mehr drauf kippen, wie ihr überhaupt haben dürfte. Haben dürfte sagen wir jetzt schon mal im Voraus, weil es könnten eventuell Dinge passieren, wo ölige Substanzen da herauskommen, wo sie eigentlich gewöhnlich nicht herauskommen. Das wird aber bis jetzt noch ein Rätsel bleiben, weil schauen, was die Kamera alles so auffassen kann. Das wird lustig, stimmt, Stefan? Ja. Welches Öl verwenden wir? Also, das ist ja eine Frage, die ist ja schon leicht unverschämt. Also, natürlich tanken wir unsere Autos nur mit Black Racing. Das ist und bleibt eine Substanz oder eine Öl. Die kommt nicht von dieser Erde. Das ist irgendwie von Aliens importiert. Astronomical. Jetzt können wir auch gerade gucken, wo der Auspuff abgegangen ist in unserem anderen Video, wo wir den mit dem Rückwärts. Das Fleckstück. Ein komisch. Wow. Jetzt kann der Cut ja gar nicht arbeiten. Oh nein. Scheiße. Oh nein. Scheiße, ist verdammt heiß. Warte, ich nicht. Warm gefahren. Jetzt kriegen wir es ja nie wieder dicht. Oh, Bernhard. Benno. Heiß. Wirklich? Ja. Sieht aber ganz schön professionell aus. Das ist nicht, sieht nicht nur so aus, das ist sogar hochprofessionell. Sieht auch teuer aus. Ja, war es ja auch. Ui. Aber für die Umwelt. Ja, also ich denke, man wird es an uns auch wohl merken, dass wir unsere Natur dass wir unsere Natur lieben. Da Stefan ein Angler ist, da Niklas ein Angler ist, ich ein Angler bin und auch Jäger und Niklas auch und Stefan wird einer. Natürlich sind wir keine Jäger. Hate! Scheiß Jäger! Also. Stefan pumpt gerade Öl. Black Racing Öl. Welche Viskosität? Wie was Viskosität? Viskosität ist total irrelevant bei Black Racing, da Black Racing da selbstverständlich universal für jedes Kfz gedacht ist. Ah, ist das ein Ja, 0W100? 0W für alles. Da ist voll viel Wasser mit drin. Du sagst das doch nicht. Wie viel? 5 Liter jetzt in der Kanne oder was? Ja, 5 Liter. 5 Liter. Wissen wir auch, wie viel auf das Auto eigentlich draufkommt? Das wäre auch interessant zu wissen, wie viel man das zu viel macht, weißt du? Aber der hat, glaube ich, nichts in der. Könnte man im Schnitt ja dazu notieren. Also quasi Ich abziehen. werde uns eben gucken, wie. Ich war bitte einmal nicht filmen. Das kommt davon, wenn die ganze Scheiße da mal das Fass mit reinkippt. Aber das Von von oben oben. reinkippen, ist doch scheißegal. Kommt doch eh nachher wieder unten raus. Also, wie viel Liter werden wir jetzt zunächst draufkippen? Wie viel passt denn da überhaupt drauf jetzt? Wir schätzen einfach zwischen 3 und 4 Man kann Liter. doch einfach in diesen Eimer gucken, den wir gerade abgelassen haben, dann würden wir es sehen. Ja, mach doch. Circa waren vorher in diesem Kfz circa 3 Liter. Jetzt hat Stefan schon mal 5 Liter in der Kanne. Keine Sorge, mit diesen 5 Litern werden wir uns natürlich nicht zufrieden geben. Weil, wie ihr wisst, der Ölstand ist hier oben abzulesen. Kam das schon mal in einem Video? Das kam Der schon mal in einem Eichstrich? Video. Das ist der Eichstrich. War das ein ganz normaler Werkstattbesuch? Jo, der war's. Kannst du drin lassen, dann wiederholst du ja mal. Ein Was paar mach ich denn Blätter. hier gerade? Das gehört auch zum Black Racing So, dazu. Black Racing abfüllen. Aber warte, ich mach jetzt mal ein bisschen anders. Ungeübte Schrauber denken jetzt vielleicht, da gehören keine Eichenblätter in das Öl. Die ersten 5 sind drauf, stimmt's? Genau. Zunächst die nächsten 5. Oh Junge, das treffe ich doch nicht. Klar. Kann nichts passieren, wir haben alles. So, Aufwand war nicht runter. Nein, ich habe trotzdem ein schlechtes Gewissen. Mhm. Wenn da ein Loch drin ist. Da ist kein Loch drin, die ist nagelneu. Schönes Black Racing ist sogar zum Lackieren geeignet. Ah. Hartnäckige Roststellen können einfach überradiert werden damit und dann ist halt wieder gut. Vorteil ist natürlich, wenn man ein schwarzes Auto hat, dann sieht man das gar nicht. Bei Korrosionsschutz. einem weißen Auto fällt natürlich so ein Zielstreifen recht gut auf. Auch da mit Scheibentönen. Bestimmt. Das ist so multifunktional. Uiuiui. Also hier ist die Markierung, ne, für Max. Ja. Im Min dachte ich, ist da oben. Achso, Min, hier ist Max. Jetzt mal ganz reinstecken. Da ist ja nichts drauf. Ja. Da geht noch was. Ja. Was passiert bei 10 Liter Öl im Motor? Ist das Liter oder ist das? Ja, ist Liter. Nein, Gallonen. Liter. Das ist aber, an der Seite steht irgendwas USA. So, ein bisschen mischen.
Was passiert denn, wenn man zu viel Öl hat, Stefan? Ausmachen? Nein, noch nicht. Noch ein bisschen hoch? Oh, kühl schon so raus. Ja, geht noch. Was passiert denn bei zu viel Öl? Verbrennt der Öl. Wird das Öl dann schaumig geschlagen von dem Plolz und der Schmierfilm reißt? Das könnte auch passieren. Dann verbrennt der eher Öl, weil er viel zu viel Öl drin hat und... Also ist aber gar nichts passiert, oder? Müssen wir nochmal richtig Gas geben? Nein. Mehr Öl Es ist so. viel zu wenig Öl drauf. Aber ist 10 Liter. Gas bringt uns da nicht viel. Mehr Öl hilft viel mehr. Ah. Haben wir überhaupt mal alle? Ein paar habe ich noch. 1, 2 aber nur. Ja, haben wir bald 15 Liter Öl. Jetzt ziehen wir mal ganz raus und zeig mal einmal. You know, 15 Liter, ne? 15 Liter 15, Öl. warte. Da ist es. Ich mach das mal so ein bisschen gefaked. Dann, hey, Da. Sieht man das besser. So, jetzt kommen wieder 4 Liter Öl. Da müssen wir ihn aber jetzt mit Benzin durchmischen, den Motor. Weißt du? Wegen. jetzt müssen wir nicht jetzt. Oh, Oh! Wird ich glaub, voller ist oder? voll. Das ist auf jeden Fall ein Instagram. Wenn Opus hat, ne? Voller anstehen. Warte, stopp! Wie viel Liter sind denn jetzt drauf? Was? 3 mal 5 und 1 mal 4, oder? Ein bisschen. War nicht ganz. Achso. 19 Liter Öl ist es jetzt drauf. Ist der leer? Nein. Also so 17, 18 Liter? Ja. Ungefähr 17, 18 17, Liter. 18 Liter Öl geht auf so einer Lifetime-Füllung drauf. Beim Motor. Aber wenn das Auto jetzt Öl verbraucht, dann hat es immer genug. Das stimmt auch. Und wenn es leer ist, kaputt. Okay. Niemals satt. Oh, jetzt los. Er hat schon Gegendruck. Hey, Gas geben. Der kein Benzin. Nimm kein Gas an? Nein. Da kam immer ein bisschen Wolke aus dem Auspuff. Gepumpt, da kann man nichts. Ui, jetzt los. Oh, ich glaube, der hat ein bisschen Gegendruck. Ja, ein Brecher. Ja, was stinkt denn da hier? Öl. Die Wolke von gerade. Kupplung treten, dann muss der Motor nicht noch das Getriebe mit andrehen, dann hat er mehr Power. Wirklich. Mit der Knarre an der Kurbelwelle ein bisschen drehen. Kommst nicht drauf. Sag mal, Stefan, jetzt muss er mal klären. Eine Kurbelwelle drehen. Stefan dreht an der Welle. Kurbelwelle. Aua. Drehst du an der Welle? Willst du das nicht jetzt mal einfach abreißen, diese alte Will ich gerne. Demontieren. Schleift sich wohl. Weg. Eine Fanfrage, welche Nuss muss hier drauf? Kurbelwelle dreht. Dreht doch der Motor. Ja. Oh, angebrannt. Guck. Wie Puff.de. Was? lange möchtest du das jetzt machen? Weiß ich nicht. Ist doch schon einmal rum. Oh! Oh! Sitzt er da? Last Bolt. Geht nicht. Oh. Schafft er nicht. Was? Was machst du jetzt? Ich möchte gerne die Zündkerzen rausschrauben. Warum? Muss ich die jetzt freilegen. Ein Boss 18V. Aber ziehen. Ziehen. Nee, ist so ein Kabel. Nein, ziehen. Einfach ziehen. Was hängt denn da? Boah, der ist vom Öl. Ich glaube, der ist abgesoffen, weil hier steht Öl. Oh, Öl im Hier Vergaser? steht wirklich Öl, der steht voll. Nee, der steht nicht voll. Auf. Ah, das ist ja Öl. Oh, Ei. muss man sauber machen, ey. Dann geht's auch wieder. Sieht aber keine gute Läuft da jetzt was Verbrennung raus oder nicht? Ja, ne? Hast du jetzt einfach weggeschmissen, die Kerze? Wir sollen das Auto so laufen. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht? Nein, ich mache mir über nichts Gedanken. Dann siehst Weiß du man raus. doch. Nee, muss da rein. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. So 3 Folge. Alter! Sag ich ja. Nur weiter. Der braucht mehr Strom. Das stimmt. Nur, da kam richtig eine Fontäne raus, ey. Öl. Ist so geil. Da kein Rost. Da kommt kein Der Rost. Schrank. Da kommt kein Rost. Sollen wir den mal zumachen? Nee. Toll, Stefan. Toll.
doch wohl nicht so cool. Leider haben wir ein bisschen zu viel Öl drin. Also der kriegt die Kolben. Findste? Der kriegt die Kolben entweder nicht mehr runter oder hochgedrückt. Also irgendwo hat der ein Problem. Jetzt lassen wir mal 1-2 Liter Öl ab oder 3 oder 4. Mal gucken. Oh, Mann! Oh, jetzt hüpft da eben raus im Schlauch. Was will denn jetzt hier? Was? Das wird aus dem Schlauch. Hui! Der Luft wieder Schlauch. Ja! Da pumpt ganz schön Öl raus! Jetzt ist er wieder leer! Der Schrank ist wieder offen. Oh. Die Wanne fängt alles auf. Hier, dieser Schlauch, Stefan, der hat alles rausgegüllt. Viel? Genau dieser. Ja, sehr viel. Ja. Dieser Schlauch kam nur so im Strahl so. Hey. Ist es die Entlüftung fürs Kugelgehäuse? Boah, Junge! Angriff ist die beste Verteidigung. Oh, jetzt fängt er wieder an Güll. Ui, Auspuff auch. Boah, der läuft richtig aus dem Auspuff raus. Ja, hier oben läuft auch alles raus. Boah, Alter, was ist Sauer, ey. Der zappt richtig hier raus. Der läuft aus dem Auspuff. Das ist jetzt das erste Modell, was unser Black Racing ablehnt. Da gab es einen Spritz. Ja. Ich würde mal eher sagen, das war's. So, jetzt konnte man natürlich wieder prima sehen, dass das Auto mit so viel Öl absolut nicht läuft. Dass es jetzt angefangen ist, wieder zu stottern, liegt daran, dass er jetzt mittlerweile so viel Öl schon wieder rausgeschmissen hat, dass der Ölstand so ist, dass es wieder genug Benzin und Kraftstoff an die Kerzen kommt, wieder zur Zündung kommt, läuft wieder. Also werden wir jetzt sehr wahrscheinlich etwas über Maximum sein und fertig. Dafür trotzdem nochmal war ein super Vorschlag, wir haben es gerne getestet. Wenn ihr selbstverständlich noch eine oder andere Anregung habt für uns, werden wir es gerne wieder testen. Stefan, du noch ein Wort dazu zu sagen? Toll! Außer alles Öl versaut, nichts gewesen. Ich freue mich schon aufs Putzen! Jetzt werden wir uns aber natürlich noch einmal eben da die Katastrophe von unten anschauen. So. Ja. Aha. Jetzt sieht man das ein bisschen geschickt. Oh, Wie man sieht, kam es natürlich prima durch den Auspuff. oh, alles Schwatter drin, ey. Ja, nicht nur da, sondern der ganze Cut ist auch schon angesprenkelt. So, jetzt konntet ihr wieder einmal sehen, wie es nicht geht. Zum Beispiel, packt nicht zu viel Öl auf euer Auto, wie ihr gesehen habt. Es läuft doch alles nur daneben. Danke nochmal an diejenigen, die diesen Kommentar gegeben haben, ihn geliked haben. Achtet beim nächsten Mal bitte darauf, dass es eventuell Kommentare sind, wo wir die Natur nicht ganz so versauen mit Öl und Scheiße. Wie ihr seht, man muss riesen Aufwand betreiben, damit man diese blöden Öle alle auffängt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin fleißig. Facebook, Instagram, schaut vorbei, kommentiert, schickt uns eure Bilder und alle mal weiter kommentieren. Ja, hilft das ja mal.